Das Wort drückt einen Zustand von Gott geschenkter Freude und jetzt ohne Ende. Judith hat es in den Anzeigen schon gesehen, wir haben eine Kampagne, eine Kleingruppenkampagne. Und dort gehen wir auf verschiedene Themen ein von der Nachfolge. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, ja, was wäre denn so ein bisschen wie parallel dazu, ergänzend. Und ich bin an dieser Bergpredigt geblieben hängen. Ich durfte in Frutigen schon eine Predigt machen am 4. Januar zum Einleiten. Und dort ist mir einfach nochmal so wichtig, dass wir das nochmal unterstreichen können. Es heisst dort so, Jesus hat sein Maul aufgetan, hat gelehrt und hat geredet. Also eigentlich dreimal wie das Gleiche. Also das Maul auftun, das ist ja logisch, dass man redet. Und dass man redet, ist auch logisch, dass man das Maul auftut. Und dass, wenn man lehrt, dass man auch, also Lehren mit H, dass man auch etwas sagen. Und mir ist einfach so wichtig geworden, dass das Maul auftun ist, eben etwas laut sagen, ein Verkündigen. Also Jesus tut hier etwas proklamieren. Er tut es rausrufen, dass die Leute es hören. Und in dieser Proklamation, ich glaube, das ist etwas, was wir auch für unser Herz und für unser Leben dürfen mitnehmen. Wir dürfen immer wieder so proklamieren. Die Botschaft von Jesus raussagen. Und darum habe ich heute Morgen auch so Freude mit diesem Lied. Ich habe halt das einfach auch noch gern. Es ist vielleicht, ihr seht das, es gibt ja dann so eine Kurve, vielleicht hat das auch mit dieser Kurve zu tun. Ganz eine interessante Erkenntnis gehabt noch. Wenn man so in ein gewisses Alter kommt, etc. Dass das aber wichtig ist, dass wir uns das immer wieder zurufen dürfen. Und dass auch Heilung drinnen sein, dass Lehre drinnen sein, dass wir weiterkommen dürfen, dass wir etwas aufnehmen dürfen und eben, dass wir auch heil werden dürfen. Jesus tut in dieser Predigt, in dieser Bergpredigt immer wieder auch Texte vom Alten Testament aufgreifen. Und im heutigen Text könnten wir sagen, man könnte eigentlich dort viele Texte aus dem Jesaja-Buch, aus dem Alten Testament nehmen. Ich kann leider nur ein bisschen drüber streifen, weil, als ich geblieben hängen, ist das Wort, das ihr hier vorne seht, das ist Makarios. Makarios. Das ist etwas, was in diesem heutigen Text, Matthäus 5, 3-12, immer wieder vorkommt. Makarios. Und für das Wort ins Deutsche übersetzen, wenn wir verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legen, dann merken wir, irgendwie ist das, also der Luther, der übersetzt selig. Und dann gibt es andere Übersetzungen, die es als Glück übersetzen oder als glückselig. Aber irgendwie schränkt alles das Wort ein. Es ist alles nur ansatzweise. Tut das den Begriff von diesem Wort umschreiben. Und ich lese euch einmal vorlesen, was ich im Lexikon gefunden habe, was allgemein, also das ist ja Makarios, also das Griechische ist ja nicht nur für die Bibel gebraucht, man hat ja auch geredet mit dieser Sprache, mit Griechisch, wo das Neue Testament geschrieben ist worden. Und ich lese euch einmal aus einem Lexikon einen Satz vorlesen. Makarios meint frei von alltäglichen Sorgen und Mühen. Das stimmt schon mal nicht schlecht, oder? Und beschreibt in der dichterischen Sprache, also es ist ein Wort, das schön tönt, ich glaube, das können wir bestätigen, auch wenn wir es nicht verstehen. Makarios, das tönt schon irgendwie nach Ferien in Griechenland, oder? Er beschreibt in der dichterischen Sprache den Zustand der Götter und derer, die an ihrem glücklichen Dasein Anteil haben. Also man hat in der griechischen Kultur irgendwo das Gefühl, das ist irgendwo eine Götterwelt und denen geht es irgendwie gut. Und da gibt es Menschen, Makarios, die dürfen
eben an diesem Anteil haben. Und man könnte das auch sagen, oder man hat das gesehen, wenn jemand geheiratet hat, dann hat man gesehen, das ist jetzt Makarios. Oder wenn ein Kind ist auf die Welt gekommen. Oder man könnte es ganz aktuell jetzt auch sagen, bei der Olympia, oder, wenn einer eine Medaille macht, das ist Makarios. Franja Vollalmen, das ist jetzt ein Makarios. Der hat jetzt wirklich das Glück gefunden. Und im biblischen Bezug ist es noch ein bisschen konkreter. Dort schreibt der Rudolf Kasskühle in seinem Lexikönli: Das Wort drückt einen Zustand von Gott geschenkter Freude und jetzt ohne Ende. Gott geschenkte Freude ohne Ende. Und ich denke, wir bleiben jetzt einmal, für dass wir ein bisschen vom Gleichen reden, beim Wort Glück, aber nicht den Begriff mit. Also es ist Gott geschenkte Freude, die nicht aufhört. Die nicht aufhört. Dass wir das so im Hinterkopf behalten. Und jetzt habe ich natürlich bei dieser Definition Glück, habe ich gedacht, ja, ich gebe das einmal ein, Glücksforschung. Und da bin ich bei der Frage, wer ist glücklich? Wer ist glücklich? Und jetzt kommt der Hammerschlag. Könnt ihr mal die Grafik schauen, die da kommt? Die Glückskurve des Lebens. Und bei mir hat einfach in der Vorbereitung, es hat einfach gespannt. Es hat einfach gespannt. Ihr werdet es noch merken. Aber ihr seht hier auf der Kurve, warum. Ich bin am Tiefpunkt. Ich bin glückstechnisch am kompletten Tiefpunkt. Gute Botschaft von jetzt an geht es dann nur noch aufwärts. Ja, genau, siehst du, eben da wird es gern besser. Und wer muss, wenn wir heute Harry Peter unter uns haben, der muss vor Glück nur so sprudeln. Weil der ist jenseits der Grafik, oder? Also, wer ist glücklich? Ich möchte jetzt euch den Text lesen, dass wir in das hineinkommen, wo Jesus hat gesagt. Es ist Matthäus 5, wenn ihr es in der eigenen Bibel nachlesen wollt, Matthäus 5, 3 bis 12. Und wir sehen hier vorne, und das, was ich lese, ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Er sagte, also Jesus, er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zum Preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch und meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja auch vor euch schon die Propheten verfolgt. Jesus seht hier nicht, das wird dem auch sein. Das wird dem auch sein. Sondern glücklich zu preisen, oder eben das Makarios, selig seid ihr. Das ist Gegenwart. Das ist Gegenwart. Und dann denke ich manchmal, hey, mit Land hingern, was ist denn los? 20 ab 8, Nein, glücklich, Makarios. Urlaub in Griechenland oder irgendetwas. Ich weiß nicht, was für euch. Für mich ist es nicht unbedingt griechische
Ferien in Griechenland, wo mir ein Glücksgefühl vermittelt. Aber es wäre gleich einmal spannend, so die Spuren von Paulus und so. Aber das ist das, Glück. Und wir haben es vorhin gehört im Lexikon, Freude ohne Ende. Also andauernd. Es ist nicht irgendwann wird das kommen, sondern glücklich zu preisen oder eben Makarios sind die schon jetzt. Das soll eine Realität sein in unserem Unterwegssein. Und es ist aber verbunden durchaus mit Trauer. Es ist durchaus verbunden mit schwierigen Situationen. Und es ist eine Realität, die unsere Freude heute gibt, die sich erst später wird einstellen. Und ich habe es auch wie gefunden im Text, man sieht es jetzt hier gerade ganz schön, es hat wie so eine Unterscheidung. Also zuerst tut Jesus sagen, glücklich zu preisen sind die, glücklich zu preisen sind die. Und nachher im Vers 11 gibt es wie eine Wendung. Ihr seid glücklich, wenn das ist. Und ich möchte gerne ein bisschen auf diese zwei Ebenen eingehen. Du kannst die Folie wechseln. Ich habe es so ein bisschen aufgelistet. Wer ist glücklich? Eben die arm sind, die traurig, etc. etc. In meinen Notizen habe ich wie eine Tabelle noch gemacht, wo ich das arm sein zum Beispiel oder so noch ein bisschen habe, ausgeführt, wo noch ein bisschen genauer erklärt ist. Also wie die Ebene, wo wie allgemein ist. Makarios sind glücklich sind die. Und für mich ist das so Gemeinschaft. Wir stellen uns vor, Jesus ist auf diesem Berg oben, er tut predigen, er sitzt dort, das ist auch sehr etwas wichtig, seine Autorität ist durch das Sitzen unterstrichen worden. Also er ist nicht aufgestanden und hat der predigt, dass man ihn gut hört, sondern er ist gesessen, für das seine Worte wirklich Autorität haben. Und er redet dort und sagt, die. Also das ist etwas, wo Gemeinschaft erleben kann. Und ich glaube, das ist etwas, was wir für uns nehmen als Gemeinde oder als Leib Christi. Also jetzt grösser weder nur hier die Gemeinde, die heute hier versammelt ist. Es ist etwas, wo Jesus in die Gemeinde sieht. Die arm sind vor Gott. Arm ist jemand, der angewiesen ist auf Unterstützung. Jemand, der bettelt. Jemand, der sich bewusst ist, dass er eben nicht alles weiss und nicht auf alles eine Antwort hat. Wo manchmal auch die Spannung spürt. Aber arm sein vor Gott. Zu wissen, dass bei ihm die Weisheit zu suchen ist. Und der sagt Jesus, denen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die traurig. Traurig, weil sie etwas Schlimmes erlebt haben. Aber auch traurig, weil wir uns bewusst sind oder bewusst werden, wie es eigentlich um uns steht. Um unsere Situation, über unsere persönliche Not, über unser Versagen, über die Schuld, die wir immer wieder tun. Und dort trauernd vor Jesus zu kommen, zu wissen, er nimmt uns in die Arme, er tröstet uns. Sie sollen getröstet werden. Die Sanftmutigen, das sind Menschen, wo es gemeint ist, dass sie eben darauf verzichten, rücksichtslos und gewaltsam zu sein. Wir haben letzten Samstag einen Vortrag gehört von Daniel Hari in Zürich. Und er hat gesagt, er sei so froh, dass er nicht Guru sein muss. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich geheilt. Ja, manchmal denke ich, es wäre noch einfach zu sagen, das ist jetzt so und fertig, jetzt folgt ihr mir. Ich sage euch jetzt, was richtig und was falsch ist.
Aber das sieht Jesus so nicht. Jesus sieht die Sanftmütigen. Immer wieder vielleicht zu wissen, was richtig wäre für meinen Mitbruder oder für euch, für jedes untereinander, miteinander. Wir wüssten manchmal so gern, was für eine andere richtig wäre. Aber darauf verzichten. Und dann das Konträre, dass Jesus sagt, aber euch gehört alles. Glücklich oder Makarios sind die nach Gerechtigkeit hungrig und durstig. Richtig Hunger haben. Wissen wir, was das bedeutet, richtig Hunger haben und Durst haben. Schon von dem her ist es gut, vielleicht einmal auf Essen zu verzichten, dass wir das Gefühl einmal spüren, was das heisst, Hunger zu haben. Und Jesus sieht hier Hunger nach Gerechtigkeit im eigenen Leben, aber auch, dass sich Gerechtigkeit von Gott durchsetzen. Wenn wir auf die Welt schauen, glaube ich, können wir nichts anderes, weder einfach nur zu sagen, es tut uns so weh. Es ist wie ein physischer Schmerz, den wir manchmal spüren. Und dann denke ich, am liebsten, der hätte jetzt einfach das Radio abstellen oder sofort Nachrichten abstellen oder die Zeitung zuklappen, weil es uns anfängt weh tut. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Aber wir dürfen gestillt werden. Wir dürfen wissen, Gott hat es im Griff. Die Barmherzigen. Solche, die gegenüber anderen Mitgefühl haben und Verständnis. Und die gern bereit sind, die Schuld zu vergeben. Barmherzig. Endlich hast du sie gesehen. Endlich hast du eingesehen, dass du mir wehgetan hast. Nein, barmherzig. Ja, es ist gut. Ich vergebe dir's. Makarios oder glücklich, die ein reines Herz haben. Was ist das für ein wunderbares Gefühl, wenn man mit einem reinen Herz vor dem Gegenüber stehen? Ich muss mich nicht verstecken. Ich muss nicht die Strassenseite wechseln. Ich muss nicht irgendwie eine Mutter schreissen, wenn mir der begegnet. Ich darf ein reines Herz haben. Frei von Heuchelei und auch frei von moralischem Schutz. Immer wieder dürfen wir zu Gott kommen. Und er will unser Herz rein machen. Glücklich, Makarios sind die Frieden stiften. Weil Jesus ist der Friedenfürst. Und das lesen wir eben zum Beispiel im Jesaja 9, wo es heisst, das Kind wird uns geboren werden, etc., etc. Und er soll Friedenfürst heissen. Er ist der Friedenfürst. Frieden stiften. Indem, dass wir die Botschaft von ihm weitersagen, indem, dass wir die Botschaft weitertragen, indem, dass wir Spaltungen, Bitterkeit und Zank entgegenwirken. Und wo immer möglich, wir Frieden stiften. Glücklich sind die Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das tut weh. Aber wir dürfen ja wissen, dass das die Wunden sind, die auch Jesus hat erlitten. Und die Wunden, die wir in uns tragen, dass wir die dürfen ihm bringen. Und jetzt könnten wir natürlich noch über den zweiten Teil reden, aber das lasse ich jetzt heute mal sein. Aber es würde sich auch lohnen. Was bedeutet denn das, dass uns das Himmelreich gehört, dass wir getröstet werden, etc. Aber einmal, ich bleibe heute einmal einfach, was heisst das für uns? Und das ist, glaube ich, das, was er an der Gemeinde sieht, der Gemeinschaft. Und jetzt der zweite Teil, oder die zweite Ebene, das ist eigentlich nur noch 2 Verse, oder es ist Aussage. Wenn man euch beschimpft, verfolgt, Unrecht, schlimme Sachen nachher sagt, eigentlich kommt vieles von dem schon oben drinnen vor. Aber es kann sein, dass du innerhalb von einer Gemeinde bist und dass du alleine stehst. Das kann sein. Dass du Verantwortung übernimmst, dass du etwas aufs Herz bekommst und dass du alleine stehst. Es kann aber auch sein, dass die Gemeinde verbricht. Dass die nicht mehr da ist. Ich habe von China gehört, wieder mit einer neuen Intensität.
wird alles geschaut, wer was irgendwie posten oder irgendwie schreiben. Und da denke ich manchmal schon, da wird so viel auch von Christen Kabis geschrieben, auch gerade in den sozialen Medien, wo man könnte sagen, hey, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Und dann tun sich Leute rechtfertigen und fertig machen. Und dann denke ich manchmal, oh, hoffentlich liest das nicht jemand, der Jesus nicht kennt. Aber es kann sein, dass wir alleine dastehen. Und wir dürfen wissen, dass wir in allem, im Kleinen wie im Grossen, in der kleinen Verfolgung wie im Grossen, im Kleinen alleine sein wie im Grossen, dass wir in diesen Stürmen von Jesus sind. Warum komme ich darauf, dass das vor allem für Einzelne ist? Weil Jesus nimmt da das Beispiel von den Propheten. Und mir ist der Prophet Elia in den Sinn gekommen. Mutterseele alleine auf dem Berg Karmel mit diesen Baalspriestern. Aber er hat gewusst, Gott steht auf seiner Seite. Oder der Daniel und seine Freunde. Daniel in der Leuengrube oder die Freunde im Feuerofen, spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Ob wir jetzt verbrennen oder nicht, Gott ist der Herr. Aber sie sind alleine da gestanden. Es war niemand, der sie getreten hat. Also es hat wie die zwei Ebenen. Ich glaube, dass wir als Gemeinde zusammen dürfen unterwegs sein, dass wir als Leib Christi zusammen dürfen unterwegs sein, auch die Summe der Gemeinden, die wir hier jetzt Adelboden, dass wir dürfen wissen, dass das Glück darf zunehmen und dass wir so eine Gemeinschaft von Leuten sind, die das Glück erleben im Makarios und jetzt lache ich doch nicht. Nein, das denke ich, aber das Glück erleben und das hört nicht auf. Wir müssen kein Trauergesicht machen, sondern wir dürfen uns jubeln und freuen als Gemeinschaft. Und wenn wir einander sehen, unterstützen, eben barmherzig etc., als vorhin alles angelesen. Und ich wünschte mir, dass wir so eine Makarios-Gemeinde dürfte sein. Weil eine Makarios-Gemeinde, eine glückliche Gemeinde, eine selige Gemeinde, ist eine Gemeinde, die gut schmeckt, wo man gerne drinnen ist, wo man auch gerne der Leiter ist davon. Und ich wünsche mir aber auch, dass wir eine Gemeinschaft sein dürfen von ringenden Leuten. Wir haben es gesehen, die ganze Liste. Es ist nicht einfach, es ist sehr viel Ringen drin. Was ist das Richtige? Was ist das Rechte? Wo ist das, was Jesus will? Und dass wir eine Gemeinschaft dürfen sein von Leuten, die nach Gott streben und seine Nähe suchen. Ich wünsche euch ganz viel Makarios, Glück, Seligkeit. Amen.